Chinesische Militärflugzeuge haben auch am dritten Tag in Folge die taiwanische Luftabwehr provoziert. Nachdem bereits in den Tagen zuvor eine Rekordzahl chinesischer Militärjets in Taiwans Luftraum eingedrungen war, berichtete das Verteidigungsministerium in Taipeh, dass am Sonntag tagsüber erneut 16 chinesische Flugzeuge die Luftverteidigung auf die Probe gestellt hätten. Die neuen Direktflüge zwischen Kairo und Tel Aviv wurden nun von Medien als Zeichen einer Annäherung gesehen. Der Schritt folgt auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen Israels mit 4 weiteren arabischen Staaten: den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und dem Sudan. Der Hochkommissar der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Borrell teilte bei seinem Besuch in Saudi-Arabien mit, dass man mit den Saudis wirtschaftliche Verträge abschließen wird. Davor besuchte Borrell Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zum 72. Jahrestag des kommunistischen Chinas haben Uiguren aus Frankreich gegen die Unterdrückung von Minderheiten in China protestiert. Nach dem Aufruf verschiedener NGOs versammelte man sich in Paris. Die Demonstranten fordern Frankreich und Europa auf, ihre Stimme gegen die chinesische Tyrannei zu erheben. Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Mailand in Italien sind laut Feuerwehr 8 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um den Piloten, ein weiteres Crewmitglied und 6 Passagiere. Die Führung in Teheran spricht von einem Zeichen des guten Willens. Sie fordert von den USA die Freigabe gesperrter iranischer Bankkonten. Erst dann will der Iran wieder über den auf Eis liegenden Atomdeal reden. Das amerikanische Außenministerium gedenkt zum 3. Jahrestag der Ermordung des Journalisten Khashoggi. Das Ministerium bekräftigt den Respekt vor dem Werk Khashoggis und werde die Menschenrechte zum zentralen Punkt seiner Politik machen. Insbesondere nachdem 76 oppositionelle bedrohte Saudis Visaprobleme bekamen.